Gegen CSV Neckartingen steht unsere Leitung. Die Nummer 1 im Tor André Tischler, die 2 Marco Mäde, die 3 Mike Schilling, die 4 Timo Allgeier, die 5 René Krauser, die 6 Martin Petzi, die 7 Oliver Krämer, die 8 Frank Heubach, die 9 Philipp Garn, die 10 Jens Kinnemann, mit der 11 Tobias Radlos, mit der 12 Marco Rückig, mit der 13 Armin Welk, mit der 14 Heiko Allgeier und die 15 Tobias Schaumann. Der CSV Megertingen spielt im Tor mit Nummer 1 Marius Leifert, mit der 5 Tobias Mader. Erste war schick eingezogen. Man lässt es an, man lässt es an. Achso, du. Zweite Halbzeit im Spiel. Martin, geh! Martin, geh! Martin, geh! Ja, früher nächstes Mal. Dann kann der Marco noch mal 30 Meter vor Marco. Jimmy. Und weiter geht's, komm mit! 7 Uhr bis rausnehmen. Die erste, komm Benni, zum Ball, ja. Jetzt! Ja, hab ich. Ja, ist gut, ist gut. Stand noch mit. Ja. Gemacht. Rechts. Okay, viel Waffe. Spielen! Und hinterrum. Martin, hinter! Ja, und stopp, Tobi lang! Und 5 €. Ich wieder mit 10 bis Hamburg. Das machen wir gut an. Die spielen wir jetzt eigentlich auch gut hinter uns. Wir hätten beide schlagen. Die sind halt gefährlich, wenn sie mal dabei sind. Die sind gefährlich, ja. Das ist besser wie die anderen. Ja, gut so, Marco. Ja. Oh, geiler Schuss. Stark ins.
Aber meine Frau kommt gerade sagen, ich muss gleich lossprinten. Und Dina, was wie das gibt. Ja, machen wir da drum. Ich kann mich noch wagen, an irgendwelche Zeiten erinnern, den Sprung auch schon mal gesagt. Aber da war ich meistens volle Bulle, weil ich war 1, 2, 3, 4. Das wäre ich eigentlich. Ich kämpfe hier heute noch ein. 4. So, also, wen wechseln wir noch zuerst ein? Oder Frank? Der muss noch für das Schwimmen können. Ich hab's nie, ich kann nicht. Hä? René. Ich soll Und der Fummer oder Trainer ist gerade schon kommen. Unentschieden, mindestens. Aber die Quinte sind die zwei. Ah, ja, stimmt, ja. Jetzt ist die Geist mehr müsste aber hoch. Ja. Den vierten Platz dieses Jahr belegt der TSV Megakind mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:7. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Den dritten Platz belegt der TSV Pommern auch als Veranstalter mit 4 Punkten und einem Torverhältnis von 6:2. Den zweiten Platz des Kiesler United Autoclass Cup belegt der SV Deisingen mit 5 Punkten und einem Torverhältnis von 3:2. Und im ersten Platz ist Kiesler United Autoclass Cup belegt der SGM Bergfelden Mülheim Rentwitz-Hausen mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 6:3. Jetzt hätte ich mal zu sagen, großen Dank an Autoglas, an die ganzen Schiedsrichter, die daran teilgenommen haben und die ganzen freiwilligen Helfer, die es hier alles ermöglicht haben. Und ich würde auch noch sagen, endlich an den Veranstalter TSV Pommern, dass es so einwandfrei gelaufen ist, das Ganze von hier. War ja ein schöner Tag mit allen zusammen. Hat Spaß gemacht. Ramses, der Ägypterkönig, hatte einmal Geld zu wenig. Der Pyramidenbau am Nil kostete ihn allzu viel. So sprach er zu seiner Tochter Isis. Isis, wir haben eine Krisis. Wir räumen jetzt den Tempel aus und machen daraus ein Freudenhaus. Und du musst in den Puff hinein, dass wieder Gelder kommen rein. Also ließ er es verkünden, auf den Bergen in den Gründen, auf allen Märkten in den Tempeln. Tochter Isis lässt sich stempeln. Es spricht sich rum auf allen Straßen, des Königs Tochter wird auch blasen. Man tat es allen Völkern kund, die Isis nimmt ihn in den Mund. Zigtausend kamen angelaufen, einzeln und in großen Haufen. Neger, Juden und Mulatten, alle die noch einen hatten. Sie kamen von den Philippinen, mit Eiern dick wie Apfelsinen. Sie kamen von den Fidschi-Inseln, mit Widerhaken an den Pinseln. Hottentotten, Lumpenpack, Männer mit und ohne Sack. Selbst Italiener sah man flitzen, mit ihren Macaroni-Spritzen. Herbei lieben auch die Franzosen, mit Kunsthaarpinsel in den Hosen. Germanen aus dem Land der Bayern, mit Hofbräustempeln aus den Eiern. Auch Leute aus dem Raum Aachen, die mit dem Penis Kohle brachen. Tagediebe, Babysitter, selbst gehandicapte Zwitter, machten sich zum Tempel auf, in liebeslustigen Dauerlauf. Sogar die Mumien in den Höhlen hörte man vor Wollust brüllen. Auf der Insel Zanzibar machten sie die Riemen klar. Könige, Fürsten und Barone schwangen sich auf die Matrone. Sie hängten ihre Pinsel rein und zahlten einen Ziegelstein. Durch die große Zahl der Pimmel entstanden Bauten bis zum Himmel. Ganz anders wurde uns beschrieben, der Bau der Hiobspyramiden. Auf unser
andere in die zweite Tor. Ja, der erste Tor in Tische. Bergmühlhausen.